Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. So, wir sind jetzt hier im Garten gelandet und da sind wieder die lustige Schlangenhalsmenschen. Wupp, mich kriegst du nicht. Warte mal. Du musst nur in einem richtigen Winkel stehen, genau, dann kriege ich dich nämlich leichter. Zweimal gerutscht und schon ist er weg. Der zappelt der Busch. Zweimal gerutscht und dann ist auch der weg. So, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen anders setzen müssen. Weil irgendwann merke ich dann doch, dass es mir ein bisschen aufs Kreuz geht, wenn ich zu stark im Schneidersitz sitze für die Aufnahme. Deswegen muss das dann mal immer wieder gewechselt werden. So. Ich glaube, Tinoe kennt das Problem besonders gut. Die sagt ja auch immer, während sie aufnimmt, wie dann gerade ihre Sitzposition ist oder dass sie ihre Sitzposition wieder geändert hat. Ja, so ist es halt, wenn man alt wird, ne? Ich bin jetzt auch schon 30 und ja, man merkt einfach, wenn man ein bisschen älter wird, das hat jetzt nicht unbedingt was zu heißen, dass man ein alter Mann wäre oder dass man generell ein alter Mensch wäre, aber wenn man älter wird, dann kann man einfach so lange nicht mehr in der Position sitzen. Zumindest nicht, wenn man aufnimmt. Wenn ich jetzt zum Fernsehgucker oder so im Schneidersitz sitze, das ist wieder was völlig anderes. Da kann ich relativ lang bleiben in der Position, aber so beim Aufnehmen, nö. Du will das dann irgendwie allzu lang. Huch! Hier ist so viel Rumble in the Jungle hier. So, da. Gut. Wir wollen ein schönes Gebüsch. Jeder, der Ritter der Kokosnuss kennt, ne? Der weiß sofort, was ich meine. Ach ja. Die Ritter, die immer nie sagen oder später, die immer Hecki Patek sagen. So, 25 Gegner wuseln hier noch im Garten rum. Dann wollen wir die doch natürlich noch fertig machen. Vor allem, wenn das dann solche lästige Moskitos sind. Ja, ich erinnere mich auch sehr gern an Secret of Evermore zurück. Da waren das ja auch super Gegner, die ich sehr geliebt habe, diese Moskitos. Und gut, ihr Schlangenhalsericher. Die habe ich jetzt sogar im Doppelpack erwischt. Da war ich mal so frech und so geschickt einigermaßen, dass ich die einmal erwischt habe, die Jungs. 2 auf M Streich kann als man nicht schade, ne? Komm schon her, du Knetkopf. Du blödes Funzelvieh, komm her. So, habe ich dich. Allerhaupt. Noch 60 Gegner warten auf uns. Und unten war ja noch ein Sphäre-Portal. Du Brustäugerich, geh weg. So, dann zündest du hier. Ah, wieder ganz die Reihe von fiese Gebüsche. Uppala. Upf. Du beißt nicht noch mir. Geh weg. Mit einem hässlichen Mollekopf. So, da hab ich dich. Ja, die lassen gut, ach was, hinterher. Ah ja, bei einem Skelett war noch was. Die sterblichen Überreste von einem Abenteurer sind auf dem Boden verteilt. Zwischen den Knochen ist ein Pergament versteckt. Das lese ich natürlich. Wer in den Dschungel durchquert, um zum Kral zu gelangen. Wir haben die Spruch nicht verstanden, aber die wollten das mal bleiben. Am nächsten Morgen waren nur noch Captain Freezer und ich am Leben. Ja, die kennen wir noch, ne? Die sind ja aus Euro, wenn ihr euch erinnert. Der Hunger wurde viele von unseren Freunden zum Verhängnis. Als wir die Leiche von unserer Freunde gefunden haben, sind wir in den Urwald geflohen. Da haben wir Angkor Wat gefunden. Legende sagt, dass man hier, wo die Geister leben, Unsterblichkeit erlangen kann. Aber alles, was wir gefunden haben, war der Tod. Ich werde zu meinen Freunden zurückkehren. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Offenbar, ja. Ja, solche Legenden und Unsterblichkeit haben meistens der Tod zur Folge. Ich will auch gerne wissen, wie viele Leute im Name der Unsterblichkeit auf einer Gralsuche, also nicht Gral mit K, wie das Runddorf, das afrikanische, sondern im Sinne von Gral wie der heilige Gral, wie viel auf deren Suche gestorben sind, um Unsterblichkeit zu erlangen, oder wie viel auf der Suche nach einem Jungbrunner verstorben sind. Wie viele Conquistadores damals, do alle schon an spanische Conquistadores, do schon den Tod gefunden haben, um noch dieser Quelle der ewigen Jugend zu suchen. Ponce de Leon hieß der, glaube ich, der ursprünglich den gesucht hat, wenn ich mich doch richtig erinnere. Ich glaube Ponce de Leon.
Spanischer Conquistador aus dem 17. Jahrhundert. So, jetzt gucken wir doch mal hier rein. Hier werden wir zwar kein Ponce de Leon finden, aber vielleicht finden wir was anderes Schönes. Ja, wir können uns hier in eine freie Daniel mal wieder verwandeln. Auch nicht schlecht für den Anfang. Das wird schon nicht von ungefähr angeboten, dass wir uns in den verwandeln können. Und speichern wäre auch nicht schlecht. Ja, ich muss aber auch gestehen, diese Barrierekraft von ihm, die habe ich auch nie wirklich angewandt. Ach, komm her, du. Fast könnte man die Viecher One-Hitter. Wäre doch nicht noch ein winziger halbe Knubbel übrig. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier wohl wieder unseren freie Daniel. Und wir gehen nochmal auf Gegnersuche. Das muss im westlichen Areal noch liegen. Da müssen anscheinend noch ein paar Gegner sein. Ja, die Büsche markieren halt leider den Weg. Ich meine, ja, wir haben zwar ein Schwert, womit wir uns durchhacken könnten, aber irgendwie will uns das Spiel das nicht zugestehen. Okay. Ja, komm. Mist. Ja, komm. Ja, genau. Jetzt natürlich wieder. Du blödes Vieh. So. So machen wir das. Und hier muss auch noch irgendwas in der Nähe sein. Ja, und rechts. Aha, habe ich dich. Dich kriege ich, keine Angst. Wahrscheinlich sind wir deswegen zum freie Daniel-Woche, dass wir sowas noch erreichen können. Endgegner. Ich glaube auch Angkor Wat hat kein Endboss, wenn ich mich doch richtig erinnere. Wenn ich mich doch wirklich richtig erinnere, dürfte Angkor Wat auch nicht über einen Endboss verfügen, wie das jetzt die chinesische Mauer gehabt hat. Oder die andere Ruine, auf die wir bisher so gestoßen sind. Warte mal, irgendwo wuselt noch einer links rum. Ein Gegner. Das lassen wir jetzt auch Ruhe. Warte mal. Halte mal das Gaul an. Du musst mal... Ah, da hinten ist er. Der Sausack. Genau deswegen sind wir zum freie Daniel mutiert. Damit wir das noch kriegen. Und zwar... Lebensenergie. Ja. Perfekt. Hätten wir uns nicht verwandelt, hätten wir das nicht gekriegt. So, Ach Gott. So, es wäre so viel einfacher, wenn man das Schwert als Machete verwenden könnte, um sich durch die Büsche zu hacken, aber so viel Realismus ist bei dem Spiel dann leider auch nicht drin. Passage nach innen. Okay, jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht die Fähigkeiten vom Willi nochmal verwenden muss, sondern dass mal der freie Daniel hier ausreicht. Wie viel warten dann hier wieder? 11. Okay. So, warte mal. Ich erinnere mich. Hier brauche ich noch eine dritte Fähigkeit vom Daniel, damit ich da weiterkomme. Ich weiß. Ja. Ich weiß, was ich zu machen habe. Sonst komme ich nämlich an dem Dauerwedler nicht vorbei. Da ist ja so ein Golem, der die ganze Zeit sich im Kreis dreht und meint, der wäre was Besseres als ich. Und an dem kommen wir nur mit der dritten dunklen Kraft vorbei. Oh. Das war jetzt nicht so klug von mir. Uah. Nee, den habe ich so spät gesehen. Okay, gut. Das war schon nicht schlecht. Okay, die habe ich auch noch erwischt. Gut. Love besser als gedacht. Aber der flitzt jetzt nochmal auf Hochtourer hier rum, der Hansel. 3 gibt's noch. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall die dritte dunkle Kraft brauchen. Ohne die geht's nicht. Die zweite dunkle Kraft mit der Aura-Barriere finde ich jetzt persönlich wirklich etwas unnütz und unnötig. Aber wir brauchen die andere Kraft. Es ist relativ ähnlich zu dem, was diese Erdkolosse hier machen. Oder diese Steinkolosse hier machen. Von daher, lasst euch mal überraschen. Ich glaube, ihr könnt es euch schon denken, wenn ich das so andeute, ne? 4 Gegner sind noch übrig. Ja, und wie es aussieht, sind wir hier wirklich auch in einem Bereich gelandet, wo wir Freedan mit seiner Kraft brauchen. Weil es funktioniert einfach nur so. Nur so kommen wir auch wirklich an jeden Gegner dran. Oh, Mist. Wenn wir es denn schaffen... So, komm schon. Rot angelaufen wie Zau und schon läuft die Geschichte wieder. Ja, mach du mal deinen Quatsch hier, du Insektenmutter. Und gut.
Das finde ich auch so ekelhaft, wie dann ihren inneren Sack sich dann öffnet und dann das Juwel rausfliegt. Boah. Okay, die Abwehr hat sich auch noch erhöht. Und da müssten wir jetzt zu einem, genau, Sphäre-Portal kommen. Da gibt es dann die dritte dunkle Kraft, wenn ich mich doch richtig erinnere. Jo. Sehr cool. Der Erdwackler-Kraft haben wir jetzt gekriegt. Earthquaker. Ja, Erdbebenkraft eigentlich, aber der Erdwackler kann jetzt verwendet werden. Der Erdwackler kehrt zu der dunklen Macht, die nur der freie Daniel, der dunkle Ritter, auslösen kann. Sie löst der Erdbebe aus, wer hätte es gedacht. Der Gegner ist für lange Zeit bewegungsunfähig. Spring noch unten und drück den Angriffsknopf. Ja, dafür brauchen wir dann so einen Vorsprung. Gut, die Heilung nehmen wir auch nochmal gerne an. Ja, die Kraft vom freien Daniel ist der Erdwackler. Wenn er ein Eis setzt, kennen sich sein Gegner nicht mehr bewegen. Natürlich will ich speichern und auch die Reise fortsetzen. Ja, die 2 Leben, die wir an Angkor Wat verloren haben, die haben wir eigentlich auch bald wieder zurück. Wir sind ja schon bei 6,92. Insofern, das geht wieder gut. Wir gehen hier nie Game Over, denke ich. Also so schlecht bin ich dann auch nicht. Ich glaube, ich bin da noch nie wirklich Game Over gegangen. Nur als Kind einmal bei der Vampire, wenn mich denn alles täuscht. Sodala. Dann zeige ich euch mal den Erdwackler. Zack. So läuft die Geschichte. Da ist der Koloss nämlich ein bisschen gelähmt. Und kann sein Käse nämlich einsetzen. Hier lauern noch 8 Gegner auf uns. Ach, dich habe ich ja vermisst. Nicht. So, du auch noch. Goalie Bowlies. Ups. Yeah. Vorsichtig, wo man rumläuft hier. Urballa, nicht so dicht dran, die Knetköp. Und Holy Goalie. Weiter geht's hier, ja. Business as usual. Mit den Mistviecher hier. Perfekt. Und dafür kriegt man nochmal Lebensenergie. Jawollo. Wobei ich die früher im Dungeon, wo ich noch mit dem Willi unterwegs war, besser gebrauchen gekannt hätte. Hier gibt es auf jeden Fall auch nochmal rotes Juwel. Sind ja auch nicht verkehrt, die Dinger. So, da. Dann gehen wir hier lang. Da kommen wir nämlich wieder in den Bereich rein. Genau, in den Bezirk noch inne. Hoppala, Herr auf mit so einem Käse, du Mistvieh. So, die Stärke ist auch nochmal höher. Sau gut. Okeli-dokeli. Ja, wir dürften eigentlich auch relativ gen Ende sein von Angkor Wat. Also, ja, Weg zur Haupthalle, genau. Also gerade der Anfang von dem Dungeon finde ich unglaublich schwierig, weil man da halt mit Will da durch muss. Und Will ist halt leider von den ganzen Charaktere, die man so spielt, der Schwächste. Aber erklärt sich ja von selber. Ich meine, es ist ein Junge. Die sterblichen Überreste von einem Abenteurer sind über der Botte verteilt. Zwischen der Knorre ist ein Stückel Pergament. Willst du lesen? Jo. Angkor Wat Forschungsbericht. Freezer. Es gibt einen Tempel, der einen Geist beherbergt. Im ersten Stock von der Eingangshalle endet der Weg in den hellen Raum. Der Raum führt zum obersten Stockwerk, aber das Licht ist zu hell, um den Weg zu erkennen. Nur so eine Brille kann dunkel ins Licht bringen. Na, von der Eingangshalle habe ich etwas Glänzendes gesehen. Ich habe hier aber fliehen müssen. Was, vielleicht ist so eine Brille? Ich wäre schwächer. Vielleicht wird jemand an irgendeinem Dach mal Aufzeichnungen nutzen können. Also wie es aussieht, waren die Jungs ein bisschen schneller als wir von Euro aufgebrochen sind. Sodass die zuerst hier in Angkor Wat gelandet sind. Aber wir kennen es auf jeden Fall noch aus Euro, wenn ihr euch erinnert. Dass wir die Forschungsleute gesehen, die dann noch gemeint haben, hohoho, das wird ja bestimmt ganz lustig. Das wird ja bestimmt ganz, ganz toll und aufregend. Ja, es war leider ihren Untergang. So, ihr seid geehrt wackelt. Okay, das bringt uns leider überhaupt nichts. Also, dann bringt es uns leider nichts. Ich glaube, die vibrieren jetzt auch an. Ah, nee. Das sind nicht solche Vibrierer. Okay. Gut, dann kriegen wir auf jeden Fall noch fertig, den Bursche.
Ich weiß es nicht mehr, über was wir haben. Ah ja, bei Lufia war das, genau. Bei Lufia. Wenn man Gegner mit dem Pfeil oder mit anderer Sache betäubt, dann lösen die sich aus ihrer Starre, wenn sie dann so vibrieren. Und dann sind sie draus aus ihrer Starre. Hier muss ich auch mit Freedom nur 2 Mal den Schädel treffen. Mensch, 2 Gegner sind es noch genau. Dann du. Und dann muss ich nur noch rausfinden, wo der letzte Gegner hier rumschimmelt. Dann kümmern wir uns nämlich noch um den Butzenickel. So, wenn ich wüsste, wo der ist. Das ist alles gesagt, aber der muss wahrscheinlich, ja genau, hier irgendwo rumfliegen. Okay. Irgendwo haben sie ja noch gesagt, soll eine Sonnenbrille sein. Und die brauchen wir. Wie es aussieht, müssen wir wohl da entlang gehen, über so einen Seitenflügel, ne? Weil da kommen wir nicht durch. Erst einmal, da geht's zur Haupthalle. Und die ist ja so hell wie Sau, dass wir da nicht durchkommen. Das heißt, wir müssen erst einmal hier durchwatscheln, oder? Geht's da nicht lang? Wie, da geht's nicht lang? Ich glaube, ich wäre bekloppt. Was dann hier? Kennt man da überhaupt durch? Sieht halt so nach Eingang aus, ne? Okay, allerhaupt, dann halt nicht. Dann gehen wir halt da entlang. Dann müssen wir vielleicht da über die... Naja, über die Geländer kommen wir auch nicht. Irgendwo muss ja auch ein Gegner sein. Den können wir leider auch nicht erreichen, dass der so Seelchen für uns öffnet. Nö. Da kommen wir nicht ran. Das heißt, wir müssen tatsächlich doch hier durch. Haupthalle, 1. Stock. Okay. 6 Gegner. Das ist ja alles mittlerweile recht überschaubar. So. Das geht ja jetzt alles. Sobald wir wieder als Freedan unterwegs sind, finde ich das eigentlich auch nicht so schlimm und schwer. Aber als Will war das doch schon etwas schwieriger. Und da wir ja auch noch nicht über die ganze Boost-Ups verfügt haben, die hier Angkor Wat für uns bereitgehalten hat. So, da. Und. Okay, einer Hammer. Der andere Hansel müsste auch bald wieder hier vorbei geschossen kommen. Ach du Scheiße, der hat einen ganz weiten Weg vor sich hier, der Knaber. Vielleicht findet man jo. Ja, der geht hier immer ganz außen rum, da ist er ja schon. Ach, scheiße. Ja. Jetzt haben wir ihn. Gut, weil die haben immer ja feste Route anhand von der Wandgänge hier. Und dann kann es schon teilweise ziemlich lang dauern, bis die mal wieder auf ihrer Route zu finden sind. Gut, Stärkeboost. Ist immer gut. Aber wir haben noch ein Sphäreportal und hier kommen wir wieder raus. Jawohl. Okay. Entschuldigung. So. Ja, genau. Dann kommen wir da hier. Aber hier ist noch ein Gegner. Das ist der letzte Gegner, der uns auch Abwehr gibt. Und da unten müsste die Sonnenbrille... Ah, da ist ja die Sonnenbrille. Der Gegner hat sich drauf versteckt. Etwas Glänzendes liegt auf dem Botter. Du hast die Sonnenbrille gefunden. Nicht schlecht. Jetzt sieht Freedan noch cooler aus, wenn er das Ding trägt. Die Brille schützt vor hellem Licht. Okay. Damit haben wir alles, was wir eigentlich brauchen. Und haben der erste Stockwerk durch. Da müssen wir von oben, glaube ich, runterspringen, wenn ich mich da noch recht erinnere. Und da geht's noch oben. Also hoch mit uns und da folgt... was? Was war da jetzt nochmal? Scheiße, ich hab's wieder weggedrückt. Mist. Entschuldigung, ich hab's leider nie gefunden. Aber ich glaube einfach sowas wie die Sonnenbrille schützt uns da davor, weil diese Kristalle eigentlich hier jede Menge Licht ausstrahlen und wir deswegen sonst nichts sehen. Ich glaube, sowas in der Art muss es gewesen sein. Ja, da können wir jetzt wohl anders hier hupsen. Ah, da brauchen wir den Willi, genau. Dass wir da wieder den Rutscher machen können.
Dann müssen wir uns da erstmal den Weg raussuchen. Warte mal. So. Das heißt, wir müssen erstmal da den Weg zum Sphäreportal finden. Das müsste der hier sein. Aber ich will... kann ich gar nicht. Mit dem Schwert natürlich voran. Und... setzt er nicht mal hier fort. Sehr lahmarschig. Na gut, das heißt, wir müssen uns hier wieder zum Willi verwandeln. Und dann können wir aber wieder in die Passage durchrutschen. Aber unsere 20 Minuten sind auch wieder erreicht, ihr liebe Leute. Und ihr wisst, was das heißt. Wir sehen uns übermorgen erst wieder zu Let's Play Illusion of Time of Pelzig, wo wir dann höchstwahrscheinlich auch... Oh, irgendwas ist ein... Moment. Noch einmal. Wo wir uns dann wahrscheinlich durch Angkor Wat durchkämpfen werden. So rum. Jetzt habe ich es wieder nicht... Noch einmal. Komm schon. In Angkor Wat befindet sich ein Tempel. Er ist tief im Urwald verborgen und gut getarnt. Na, wenn ich ihn bisher gefunden. Auf der oberen Etage wirst du den Grund von deiner Reise begreifen. Okay. Gut, dann den ich auch sage, ihr liebe Leute, wie gesagt, übermorgen geht's weiter. Also machen's gut bis du hier. Ayan Yankee.